Good morning. Het was goed hier met jullie top zijn. We mensen, we zijn eenmaal zoals Jan Moon. Die reist, die is op reis en die komt naar een stad en daar heeft zich een stoel gerend. En met een huis er wordt het weer en door een stoel en hij komt doorheen en daar zijn een paar arbeiders in de office en die zeggen, we weten niet naar woont de Schledels, aber hier sind was Schledels. Een van deze Schledels wordt die deel meer. En zo hij neemt die Schledels en schmidt in zijn trocknen en jaagt zich eerst in de stadtraum en onkels heten naar de bar en verschillende dingen. En loods oes komt dat tree naar het gebied door en dat is een koude, renische dag en dat komt een gewitterschwak op en dat blitst en knalt en kracht en dat vangt aan te regenen. En hij neemt zijn was Schledels en rent naar de deur en verzeekt en verzeekt en verzeekt en als hij wordt hem ganz aangezopt. En ik kon het er niet goed meer. En zo hij trainen zijn trak en nooit gereden te essen, nooit gereden de hond, wat we eenmaal zijn. En zo hij brengt de nacht toe en zijn trak als ganz nooit gereden. Dat is maar een geschichte. Maar dat is wat eenmaal passiert met ons mensen. Weet je, de wereld bijt ons allerhand Schledels aan. De religion bijt die allerhand Schledels aan. Hier zijn wij Schledels, like einer van deze, wat de der nog gaat opmerken. Aber wir kümmern uns nicht an, wir schmieden uns trocknen und wir jagen uns in der Welt rahmen, wir leben uns Leben und was immer wir alle tun und einmal hastig fehlt der Schlädel. Und wir finden nicht. Und so viele Menschen leben so dort. Und wir wollen nun eine neue Botschaft anfangen. Wir nennen diese Botschaft von Glauben zum Leben. Von der will ich reden an Glauben Rat, nächste sind nach Glauben verwandelt und der dritte sind nach Glauben folgt. Aber hier ist das Denklied, das ist gründlich sehr wichtig, dass du den Schlädel vorher rausnimmst. Wenn in einem Moment von einer großen Not, wie da wirst du nicht den Schlädel finden. Ich hatte mal erkannt, Freund, aber Jahr und drei, dann hadden ze mal een accident als familie. Som van hen sluwe mensen kreeg dood, maar hij was niet een bekeerde jong te die tijd. En hij zei, en like mensen denken eenmaal zo, okay, tot de laatste minuut, dat ik wel meer nog schwin bekeren, voor ik gestorven, waar er een zo'n dingen staat. En hij zei, dan werd niet mal aangekomen, dat hij zich zal bekeren. Dat accident was zo plötzlich en zo hastig en zo zei hij hoings en verkield en zo wieder. Wanneer hij doorgestorven was, like door wir hem dat niet mal aangekomen. Dat hij had niet Jezus. En ik geloof dat er eenmaal als mensen verloren zich op nach de laatste tijd, het laatste moment, waar ik den Schlädel had en waar ik den ving. Aber dat schafft nicht dem, was ich im Leben. Und so wie wir klar merken, dass wir den Schlädel haben, was nur Gott aufmerkt. Jesus sagt es dit, in Johannes 14, Vers 8. Jesus sagt zu ihm, ich zie de Weg, de Wahrheit en dat leven. Keiner komt om voeren buiten durch mij. Jezus sagt, ich zie de Schlädel. Nicht du, nicht deine Religion, deine Worte, oder dein, was immer du anbieten kannst. Das mit so ein was Schlädels, aber kein von den Schlädels passt. Den nächsten Tag geht das Mann dann nach der Office und das verdrießlich dann sagt der Wirt, weil ich will hier und du, ich habe den Schlädel für dich, aber du fragst mir gleich nur den Schlädel. En so die Arbeiter hadden hem lassen was Schlädels gegeben, dat weet keiner mag. En dat is really wat passiert. Met religion, met de wereld, met de dingen wat mensen ons aanbieden zijn. Wenn du dit hast, dan wordt het schroef. Wenn du den Schlädel hast. Jesus sagt, ich zie de Schlädel. En de einzige Schlädel. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, und du hast auch in das keinem Erradung. Dit das keiner, der die uitschluten. Du hast auch gesagt, keine Beratung wird uns Menschen und in den Himmel, das kein Namen gegeben, wodurch wir kann selig werden. Aus allein Jesus Christus. Wir als Zweig hat es nicht, Heiko Sprediger hat es nicht, Pastor Jacob hat es nicht. Aber Jesus ist der Schlädel. Und so Religion kann einmal immer reinluten. Weißt du, das was Schlädels, was er hat, das leidt nur Schmack Schlädels. Und das leidt so einer von denen sollte passen. Aber je weiter das alle bei jedem Haus, das ist bloß ein Schlädel, was wieder der passt. Die haben alle Hand Schlädels, wir haben bei uns alle Hand Schlädels, was wir nicht mal weiten, wo die hören.
Aber das ein Schlädel, was der aufmerkt. Und so ist es gästlich für uns, das ein Schlädel, was der aufmerkt. Und so wie sind ja Rat, durch den Glauben an das Einschlädel. Durch den Glauben an Jesus Christus. Eine von den ganz wichtigsten Fragen, was du die kannst fragen. Und das ist das. Wo kann ich, als ein Anfall kommender Mensch, als ein sinteliger Mensch, ich wird allerhand Fehler machen, wo kann ich jemals gerecht sein für einen heiligen Gott? Und die Frage musst du beantworten. Entweder hier oder dort. Und als später werden wir das hier tun. Und zu der Geschichte von den Menschen haben Menschen verschiedene Antworten gehabt für die Frau. Wo kann ein ungerechter, sinteliger Mensch für einen heiligen, gerechten Gott stehen? Was ist das mir ehrlich? Some sagen, well, du musst nicht Geld tun. Oder du musst gewisse religiöse Regeln halten, oder ein Teil Geld geben. Oder du musst nur Zeug kommen, oder du musst, wenn es mehr Geld zu tun haben, schlechtet. Jesus sagt, ich sehe die Schlädel. Und so wie sind durch Glauben gerat, nicht durch Glauben nach Worten, nicht durch Glauben nach Religion, nicht durch Glauben nach gewisser Zeremonie, oder eine gewisse Taufe, eine gewisse Kleider, oder eine gewisse Pickenrede, oder was immer wir in uns Volk alle gehört haben. Aber Jesus sagt, du hast ein einziger Weg, ein einziger Schlädel. Und er merkte dir auf, und das ist heu. Ich sehe dir, sagt Jesus, auf einer anderen Stelle. So, hier ist ein Satz. Das Satz soll die Jüngsten verstanden haben, sagen. Und hier ist der Satz, seid ihr bereit? Gott sein Erlösungsplan ist nicht ein Beeline-Plan. Lass mich noch einmal sagen, Gott sein Erlösungsplan ist nicht ein Beeline-Plan. Das ist, was der Galatische Kirche tut. Paulus hat ihnen das Evangelium von Jesus gebracht. Paulus hat ihnen den Schlädel angeboten. Sie haben den Schlädel angenommen. Nicht heim die Christen von Jerusalem, jüdische Christen, die sich noch am Gesetz halten und sagen, heute Gott, jemand nach der Beschneidung kann, das kann nicht selig werden. Und Paulus nannte das einen Fluch. Und wisst ihr, das ist ein ernster Ding, wenn wir Jesus haben, dann, weil ich mich selbst dabei, oder mein Schlädel, oh ja, ich glaube an Jesus, aber ich will meine Worte, mein Down, mein Predigen, mein Wort einmal dabei leihen, und dann wird Gott mich annehmen. Gott nannte das einen Fluch. Na, nächsten Sonntag, wenn wir hier danach sind, dann will ich reden von, wo Glauben uns verwandelt. Aber wie man ist, das Schlädel hat. Und so die Galatische Kirchen, die leben wie Jesus wird bei. Noch ein Weg, was wir einmal tun, ist, wir haben unsere Religion, wir haben unsere Regeln, wir haben unser whatever System, und dann werden wir noch Jesus dabei leihen. Aber lass mich noch einmal sagen, Gott sein Erlösungsplan ist nicht ein Beeline-Plan. Nicht eine Weg oder der andere Weg. Und so in der Bibel sagt uns, dass unter den Himmel kein Nomen gegeben, dass Jesus zum Gerat sind, dann der dort mir und die und unsere Kirche und alle religiösen Menschen oder was immer behandelt, der dort alle geschlossen. Und das ist bloß ein Nomen. Und so der schafft bloß ein Schlädel bei der Kirche. Die Bibel bringt Abraham als ein Beispiel von Glauben und Glauben im Leben und so eine Dinge steht. Und so wird es das Alte Neue Testament lehren uns, durch Abraham, dass ein Mensch als gerechtfertigt vor Gott durch Glauben. Das ist, was es von Abraham sagt. Und so in 1. Mose 12, wo ein Kleinbitten Abraham seine Geschichte in 1. Mose 12, Vers 1 sagt, der Herr sagt zu Abraham. Now merkt ihr dort, wer das hier sagt und wer das. Sehr, sehr wichtig in dieser Geschichte. Und so der Herr sagt zu Abraham, verlot den Land, den Lied und den Futter sein Haus, und go noch ein Land, das ich gewiesen war. Und ihr hört, was das sagt. Ich war, na Gott redet. Ich war von den großen Volk merken, und ich war die Sehnen, ich war die Nomen weit bekannt merken, und du warst ein Sehnen sein, ich war die Sehnen, ich war die Sehnen, die Sehnen, und ich war ein Fluch, hab das bringen, den Fluch hab die bringen, und durch die waren alle Völker gesehnt worden. Und so Gott raubt Abraham. Na, wir weten nicht viel von Abraham, als er noch durch ein ich doch noch in ein Land gehabt gewesen, aber die meisten von uns interessiert nicht einmal Dinge sein. Aber da wir denken an Irak,
Und so da wir in einer Stadt an so Uhr, da wohnt Abraham mit seiner Familie. Gott sei wird auch von wo Babylon wir. Klingt wieder Süden. Und wir fängen nicht, dass Abraham nur Gott sagt. Wir fängen nicht, dass Abraham irgendwo in so einer großen jässlichen Ries wie so zu sein, oder dass er so jässlich wie eins over der Stadt. Das war das Zeichen von seiner Familie. In Jesua 24, Vers 2. Und dann sagt Jesua hat das Volk in das Land angebracht, sie sind von Ägypten gekommen, Moses ist gestorben, Jesua ist nu alt, und so durch die Geschichte hängen. Dann sagt Jesua zu das ganze Volk, so sagt der Herr, Israel, Gott. Jene Voders, also ihre Väter, wohnen einmal lang 3 Jahren Zeit von den Euphrat Rifa und den anderen Jätter. So wird das auch mit den Stammvater Terah, Abraham und Nahor erfuhr. So was Jesua sagt, ist, dass jene Väter, also das kommt von Abraham, nicht? Gott ruft Abraham, dann Isaac und Jakob. Und so sind wir in euer Land verloren, durch ein Uhr. Abraham hat seine Familie, seine Vater, und sie tragen Norden. Zu der Zeit mussten sie durchfahren oder durchtragen, wo vorher wir für das Feuer und Tieren, wenn sie dann mit Tieren moven. Und so von Irak gleich nur Israel, oder gleich nur Kanaan, was von der Israel ist, durch eine Sandwüste dazwischen. So dort können keiner reisen, die Tiere gingen dort gewesen. Menschen auch. Und so sind die Norden, längst in Euphrat Rifa, Norden, Bad Haran. Und da wohnen sie in Stelzchen, durchstarf Abraham sein Vater, sein Bruder bleibt da leben, er bleibt da wohnen, und Abraham tragt dann, und Gott sagt ihm, tragt du nach das Land Kanaan, wo ich die wohin führen. Luther in der Geschichte von Jakob sei bekannt, dass Jakob muss flechten von Tüß, wenn sein Bruder will am Tod merken. Und dann ran er noch Haran, trägt noch seinen Onkel Laban, und da wohnt er eine Zeit lang. So, das ist ein bisschen der Hintergrund von der Geschichte. Aber seitdem von einem aufjäterischen Hintergrund. Na, auf Abraham haft, Jätter Angebeter, so sagt die Schrift uns nicht. Wir fingen ein interessantes Ding in der Geschichte von Jakob, was er da geschafft hat für seinen Onkel, und hat sich da über dem Leah und Rachel nach 200 Frühs angeeint und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Aber dann ist er da Rüt tragen, weil sie flechten da really Rüt, tragen da Pliet schwach, dann sagt er, dass Rachel, Jakob seine Lieblingsfrau, so nimmt sich, fuhr sein Jatzen mit. Wir lesen das einmal bis er eben denkt nicht mal über was er da sagt. Aber sie kommen von einem aufjäterischen Hintergrund. Und so durchmang raubt Gott Abraham. Gott sagt Luther zu Israel, ich raub dich nicht durch, wenn wir Gebeter werden, oder gerade, oder Heljas andere Menschen, dort wir bloß einfach meine Wohl. Aber weißt du was? Das war Erlösung geschafft. Gott raubt die. Na, ich weiß, wir denken fangen an, dass wir segnen Gott, oder wir prachen, oder wir beten Gott an, so eine Dinge dort. Und wir sind religiös abgewachsen, in gewissen Monaten. Kann es sein, dass wir Gott seinen Raub in uns Volk. Gott hat uns Volk, ich glaube einmal, Gott hat uns Volk geraubt, all 500 Jahre treu. Und so wieder haben wir den Glauben mit. Aber Gott raubt uns. Ja, Jesus sagt, so steht in Johannes 6, 44. Keiner kann mich kommen, wenn der Vater, der mich geschickt hat, ihm nicht tragen wird. Und ich will ihn am letzten Tag abnehmen. Das ist ein interessanter Vers. Jesus sagt, keiner kann Gott kommen, bitte Gott trägt ihn. Und ich glaube, Gott trägt die von dir. Wenn immer du Gott sein Wort lesen lässt, wenn immer du Gott sein Wort hörst, der Heilige Geist schafft in die, der Heilige Geist trägt die. Vielleicht bist du hier in die Chance durch Gott, aber in die Erstwort wird die tragen werden. Und das ist Gott. So, hier ist das Ding. Abraham seine Geschichte. Das ist sehr wichtig, dass ihr das verstehen. Abraham seine Geschichte fängt nicht an mit Abraham sein Gott sein. Das fängt an mit Gott sein Gott sein. Alle andere wieder können wir sagen, Abraham seine Geschichte fängt nicht an mit seinem Gott sein, aber das fängt an mit Gott sein Raub. Aber wir müssen das verstehen, dass Gott raubt Abraham. Wenn wir wieder an Abraham seine Geschichte gehen, in 1. Mose 15, Vers 5, da sagt es dort, der Herr ging ver am Rüten sehen. Das ist ein interessanter Ding. Wo kann Gott ver am Rüten gehen? Weißt du wo? Wenn er wieder als ein Mensch. Das ist ein sehr interessanter Ding. An Abraham seine Geschichte fängt wir mal einmal, dass Gott ist wie Abraham, Tamara. Satt in einem Baum und Art.
In der Schrift wird geklart wie der Haar. Ein von den 3 Männern, was wir ein wie der Haar. Und so ist es sehr, sehr interessant zu denken, wir haben mehr so eine Versen in der Bibel, wo Gott sich sozusagen wiesen hat in der menschlichen Gestalt. Und ich glaube, Gott wie bei Abraham, sie wären da wohl im Zelt, was alle verteilt haben, weiß ich nicht. Und dann sagt er, der Haar ging vor am Rüt und sagt, check einmal nur die Stirn und probier die zu teilen. So gut aus der Kurs. So viel Nukum, was du haben. Und so Gott redet mit Abraham. Und er sagt, check mal die Hack, check mal nur die Stirn. Erst einmal, seit ein kleiner Junge wird, dann wohnen wir auf einer Stelle, wenig so viel Löcher hier. Wir wohnen in Hängen, der Moskitostruck man geklopper schlagen, sage ich einmal. Und so da liegen wir fährten ja wieder so aus im Gras und checkten, dass die Stirn sind so sehr klar. Habe ich vielleicht mal gesehen, ich meine, Millionen der Stirns. Und ich sage, das für die Zeit, von der haben so viele Löcher an, wie keine stirnsmäßig mal sein. Aber Abraham checkt den Hack und er dachte so, ja, right. Aber das sagst du steht, in Vers 6. Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn sein Versprechen. Das ist was Glauben ist, Lied. Das ist was Glauben ist. Glauben ist nicht im Düsteren anhupsen. Glauben ist nicht, dass ich so denke, oh ja, ich glaube, sei hier ist ein Stuhl hinter mir, ich war mit Dolza und der war auf der Flur, die würden alle lachen über mich. Das ist was Glauben ist. Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn sein Versprechen. Und dann sagt er, in der Herr teilt ihm durch gereicht. Das sagt nicht, in Abraham Wort gereicht, das sagt Gott teilt ihm gereicht. Und weißt du, das Punkt, das ist so, so wichtig, dass ihr das versteht. Because du weißt sehr gut, dass du nicht erreicht bist. Und wenn irgendwer hier wird rumgehen und sagen, oh, ich sehe heilig, ich sehe erreicht und so wieder, wie wenn alle so denken, denen fehlt Campo Fire zu führen oder something, was wir hier mal gebaut haben. Wir weiten, alle, rein jeder einer von uns, wenn wir aufrichtig sind, wir weiten, dass wir in uns selbst nicht erreichen. Wir merken Fehler, wir haben unrechte Gedanken, wir reden unrechte Dinge, wir tun einmal Dinge. Aber hier ist das Ding. Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn sein Versprechen. Und Gott teilt ihm gerecht. Ich habe einmal gesagt, dass wenn wir vor Gott stehen, dann wird das gründlich sehr wichtig sein, dass du eine Gerechtigkeit hast, was vor Gott stehen bleibt. Und ich kann Ihnen garantieren, dass keiner von Ihnen hat, nicht einer. Bitte Jesus. Das wollen wir das Schlüsselmatz haben. Because du wirst vor Gott stehen, nicht mit deiner Gerechtigkeit, aber mit Gott seine. Der rein ganz einzige Gerechtigkeit, was Gott annimmt, das ist Jesus seine. Und wenn du die hast, dann nimmt er die an. Und das wird Gott sagt, was wir haben durch den Glauben. Abraham, was Gott Abraham sieht, so die Stirn sind, so was die in der Familie sind, weißt du, dort wir rein uns allmählich. Abraham wie alt, Sarah wie alt und hat noch niemals Kindchen gehabt. Aber Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn sein Versprechen. Und das ist really was Glauben ist, dass wir uns vertrauen sein, auf Gott sein Versprechen, kein zu sein merkt von der oder nicht, was die Welt uns unterschlägt, als die Welt lief ist an der Watch, oder was immer alles ist. Aber wenn wir uns vertrauen auf Jesus sagen, in sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, oder ein anderer wäre, wir sollten uns vertrauen auf Jesus und sein Versprechen, dann teilt Gott die gerecht, so ist du bist. Maar we zeggen einmal, dass Gott rat uns Christus wie sind, aber er läuft uns zum durchluten und da nächstes noch von reden. Und so Abraham glaubt. Das sagt nicht, dass Abraham schafft für dort, oder er hat sich dort verdient, oder er ist ein feiner Mensch. Das sagt nicht, dass Abraham sich dort verdient. Das sagt, er glaubt. Und Gott rechnet ihm die Gerechtigkeit zu. So das Vers 8 noch einmal. Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn sein Versprechen, und der Herr teilt ihm dadurch gerecht. Und das ist das Wort von dem Evangelium. In 2. Korinther 5,21 habe ich einmal gesagt, das ist mein Lieblingsvers in der Bibel. Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß,
in unser Stadt zu sein, sodass wir können die Gerechtigkeit haben, was der für Gott jährlich ist. Jesus hat die Gerechtigkeit genommen, die lang nicht, hat die rechte Schädel sozusagen alle genommen, und hat den rechten Schädel gegeben. Und du bist nu gerecht für Gott im Glauben an Jesus Christus. Römer 5,1 sagt, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so Paulus redet in Römerbrief von Abraham. Er sagt es dort, was soll wie von Abraham unseren Vater sein? In Römer 4,1. Wo wird es mit ihm? Er sagt es dort, wenn Abraham durch seine Worte gerechtfertigt wird, dann hat er Wort, worauf er groß reden kann, aber nicht für Gott. Und so ist es mit uns. Wenn wir uns können, die Seligkeit verdienen, dann würden wir sehr pochen. Wir tun null. Ich sehe null gewöhnlich besser als die alle. Und die sind besser als ich. Wir tun so leicht sein und uns vergleichen, vielleicht sei wir auch euch, aber leicht wird wir so denken, als andere Mensch sieht nicht so steuer ist. Check mal, was da ist. Wie hier in Fernsehen steht, check mal, was da Mensch steht. Und dann hat sich noch ein Christ und all so eine Rede habe ich. Wenn du deine Seligkeit kannst verdienen, dann da pochen. Dann da andere Menschen daran, wenn du bist der rein und einzige Mensch in der ganzen Welt, was das kann. Und dann hast du Ursache, die sollst zu pochen. Aber Paulus sagt nicht für Gott. Für Gott kann sich keiner pochen. Abraham kann nicht mal. Dann sagt er das, die Schrift sagt, und Abraham glaubt. Und dort war damals seine Gerechtigkeit ungerechnet. Abraham glaubt, das ist was auf einer anderen Stelle sagt, dass Abraham vertraut Gott sein Versprechen. Und Gott rechnet ihm dort eine Gerechtigkeit an. Das ist als ich denke hier. Abraham glaubt, und dort war damals seine Gerechtigkeit ungerechnet. Er sagt, es steht, und aber sein Lohn wird nicht als ein Geschenk angesehen, aber als was dort er verdient hat. Und das beginnt sehr klar. Alle von denen, die arbeiten haben, oder arbeiten sind, oder geschaffen, und die kriegen einen Lohn, und das ist nicht ein Geschenk. Das hat ihn verdient. Und so ist es nicht in der Lösung. Das ist der Punkt, was ich hier merken. Er sagt in Vers 5, aber für den, der nicht mit Worten umgeht, aber an den glaubt, der die gottlose Gerecht merkt, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit ungerechnet. Der nicht mit Worten umgeht, das meint nicht, dass wir nicht sagen, schaffen für Gott. Das meint nicht, dass wir nicht leben für Gott. Aber das meint, dass wir nicht mit Worten umgeht für die Erlösung. Das ist der Anfang hier. Und so wer nicht mit Worten umgeht, aber an den glaubt, und Gott glaubt, an Jesus glaubt, der die feine Menschen wird gerecht werden. Das ist nicht, was er sagt. Der die Gottlose gerecht wird. Das meint mich und das meint die. Wir sind euch vollkommen. Vielleicht würden wir sagen, wir sind nicht gottlos, aber wir leben einmal so. Aber Gott, durch den Glauben, merkt der Gottlose gerecht. Nicht die Gerechten, nicht die feinen Menschen, nicht die Mennoniten oder bloß diese Rasse und so weiter. Gott merkt der gerecht. So, hier ist das Ding. Wenn wir denken an Worten und so weiter, hier ist das Ding. Du musst erst eine Gerechtigkeit haben von Gott, für deine Worte gerecht sind für Gott. Lass mir noch einmal sagen. Du musst erst eine Gerechtigkeit haben von Gott, für deine Worte gerecht sind für Gott. Sehr, sehr wichtig, da wir dort verstehen. Wenn ich glaube, als ein ungerechter Mensch, meine Worte wollen mich für Gott gerecht machen, dann sehe ich so ehrlich. Aber wenn ich eine Gerechtigkeit habe von Gott, wenn ich glaube an Jesus Christus, dann teilt Gott meine Worte als gerecht. Because das von einem gerechten Mensch getan. Er hat für mich seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Jüngst ist sehr bekannt in jenen Fabriken. Du musst erst angenommen sein in einer Fabrik, für die Fabrik deine Arbeit wird belohnt. Kann ich verstehen, was ich sage? Du musst erst angenommen sein. Das wollen eigentlich nicht betont wie jene Fabrik. Das ist alle ganz arg, das ist nicht da, aber das ist es. Because sie haben nicht angenommen. Du musst erst angenommen sein, und dann kriegst du, oder dann wird deine Arbeit sozusagen anerkannt.
Aber meine Arbeit wird in deiner Fabrik nicht anerkannt, weil du hast mich nicht angenommen. Und so meine Arbeit wird bei Gott nicht anerkannt, wenn er mich nicht hat, eine Gerechtigkeit gegeben. Sehr, sehr wichtig. Und zum nächsten Sonntag, wenn wir danach hier sind, dann werden wir ein bisschen darüber nachgehen und das Glauben verändert uns. Aber wenn wir das sehr, sehr klar haben, du musst echt eine Gerechtigkeit haben von Gott, und dann werden wir reden von Worten. Dann werden wir reden von dem Leben. Aber wenn wir nicht den Bagger für das Piet anspannen, dann wird in Belize haben ja gesagt, dass das Piet hängt am Bagger, nicht? So kann man nicht das Beispiel mehr brauchen, weil nu ist es all anders. Aber die wissen, was ich meine. Und so wenn wir eine Gerechtigkeit haben von Gott, und die kommt durch den Glauben. Ratender Glauben meint nicht, dass ich lebe gewisse Dinge, dass ich sie bekannt mit gewissen Dingen. Ratender Glauben meint, dass ich vertraue Jesus in sein Versprechen. Sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, seine Erlösung. Ich vertraue auf das, ich kann mich selbst sozusagen aufgeschrieben, ich kann mich selbst ausgeschlossen. Weil meine Worte tun das nicht, mein Leben tut das nicht, aber Jesus Christus. Und so will ich uns sehr Mut merken von dir. Was war in Jesus Leben? Du kannst nicht bloß einen Waschschlädel nehmen, schmieden in den Trocknen und in der letzten Minute oder Sekunde wasch nach dem Reich der Schlädel haben. Das schafft nicht. Vielleicht hast du keine letzte Minute. Pastor J. Wir haben alle belebt. Du hast keine Zeit nach dem Schlädel zu sehen. Du den von dir nehmen, so zu sein, und du den zu sie leihen. Dort du den in einem Moment. Und das nicht mal ganz ein reiches Beispiel wählen. Wenn ich den Schlädel habe angenommen, dann ist der all up. Wenn ich Jesus annehme, dann ist der all abgeschlossen. Ich brauche dann auch nicht nach meinem Schlädel haben, wenn er ist der Schlädel, er ist der. Aber ich glaube, das Schlädelbeispiel kann wir verstehen, dass wenn wir einen Waschschlädel haben und wir versägen sein, da dreht alle ein Herd und blitzt und das, bis ganz abgerechnet in der letzten Minute. Was nicht mal denken an den Schlädel. Na, vielleicht hast du ein langes Storbad sozusagen und du kannst dich durchbekehren, so wie das so Menschen tun. Aber flut dich doch nicht ab. Weil das kann einmal deveren. Dann ist es da durch. So von der aus der Zeit, um den Schlädel verschaffen, von der aus der Zeit, um Jesus annehmen, von der aus der Zeit, um uns vertrauen, von uns wegnehmen und auf Jesus sagen, in sein Exegerat durch Jesus, durch sein Tod, seine Auferstehung. Und dann zu dir ob. Amen. Gut, Frauen, dass ihr abschließen. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für die Erlösung durch Jesus Christus. Dankeschön, dass du allein bist der Weg. Help uns dort verstehen, help uns dort anzunehmen. Und dass wir wollen erreicht sein mit den Schlädel und dass wir der wird up sein für uns, wenn wir den Schlädel angenommen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen.